Herzlich willkommen für die Februar-Edition von ADR Tele. An heute sind die Überschriften von dieser Sendung. Die ADR-Intervention an der Chambre für die Weiterbestehen von den Strassenenglen hat Fristen gedroht. Auf einmal hat der blaue Familienminister ein Open Ohr für das wichtigste Uleis von der Hilfsorganisation. Es wird immer mal nach Lützeburg geschwärzt. Dafür hat Fred Koip eine Aktualitätsstunde an der Chambre angefragt mit konkreten Forderungen. Auch bei ihr draußen haben wir als Sache Spruch, der Bolz gefehlt. Viel verstehst du mich für die Sorge von den europäischen Bauern, die wegen der unsäglicher Klimapolitik auch hier am Land aufhängen, hier Existenz zu fährten. Am Interview hält noch deputierte Jeff Englen kein Blatt für den Mund. Weiter Themen sind die umstrittene Brick über dem Staater Neudorf, eng pertinent froh vom Fernand Kartheiser und Xavier Büttel am Parlament an den Kongress von der Jugendorganisation Adrenalin. Für die ADR als eng Ungerechtigkeit, dass der SPL Strassenenglen keine staatliche Unterstützung kriegt, ganz im Gegensatz zu anderen sozialen Assoziationen, wie zum Beispiel die Stimme von der Straße. Fakt das, dass sie Terrain weiter dringend gebraucht gehen, und ich begrüße den Präsident Luc Lauer. Wie war dann die Entrevue mit Minister Max Hahn, als etwas dabei rauskommt endlich? Ja, guten Abend, Herr Hardy. Ja, wie gesagt, also dank dem ADR sind wir effektiv so weit gekommen, dass wir eine persönliche Entrevue mit Herrn Minister, mit Herrn Max Hahn gekriegt haben, wo wir all die Jahre für drohen kläglich gescheitert sind. Und wie gesagt, den Herr Minister hat einen Open Door für uns, auch für noch viele Sachen, die er nicht wusste und nicht weiß. Und er hat uns aber versichert, dass er aber die Sachen werden observieren und wir bleiben an engem Kontakt mit ihm. Natürlich, dass andere Institutionen wie auch die Stimme von der Straße natürlich subventioniert wird, kann ich mir vielleicht vorstellen, die erst vielleicht lang schon Terrain wie mir, dass sie vielleicht mal wollen gucken, wie die Sache sich bei uns entwickelt. Nur von einem halben Jahr, vielleicht die sind ein bisschen jung. Das kann ich ja nie wissen. Voilà. Also. Mit dir geht gebraucht. Die Stimme könnte man hier nicht mehr nur und die merkt ja nicht nämlich wie die Stimme. Die bringt Lebensmittel bei den Leuten ganz viel zum Beispiel. Genau. Die geht wirklich gebraucht. Ne? Ja, weil wie gesagt, die Stimme, sie haben ja dann hier Kantinen, wo die Leute keine Nächste gehen, mit dass das neu ist und dass das doof ist, wo nicht mehr da ist, wo wir dann die Kompliment im Moment machen, wo wir dann die Leute eben für den ganzen Tag eben Material liefern. Ne? Voilà, jo. Das Risiko von der Kannerarmut zu Lützeburg, den hat stark geklommen. Das hat die UNICEF vor kurzem festgestellt. Immer mehr Familien oder alleinerziehende Eltern haben Probleme für am Ende des Monats bei den anderen noch zusammen zu kriegen. Also da bist für die Strassenenglen gibt es wirklich nicht Männer, so viel steht fest. Ja, das stimmt doch, weil die Schere dort zwischen Arm erreicht, die geht immer mehr weit. Die geht immer mehr größer und die geht immer mehr weit ab. Das haben wir auch selber gesehen. Wir haben für 3,5 Jahre angefangen, massiv auf Familien zu konzentrieren. Da haben wir mit 20 Familien angefangen, heute stehen wir bei 340 Familien. Das ist enorm, ja. All Tag kriegen wir nach Aufruhr von Offizieren für die Leute, die Familien zu helfen. Wir haben noch eine ukrainische Familie beikriegt mit Kanner. Ganz frei Leid, sie haben nicht, sie kriegen nicht, dann, voilà, es fehlt viel an Hand, es fehlt an allen Ecken. Aber auch an der sicher ist, dass dir eine staatliche Unterstützung vom Minister kriegt, so geht ihr wirklich nicht ab. Und dafür wollt ihr auch mal ein paar Gemengen am Land ein wichtiges Projekt durchziehen, und zwar den vom sozialen Frigo. Was handelt es sich da? Das soziale Frigo, das geht über die Gemengen durch Land, wo wir mit den Gemengepappen, wie gesagt, also mit den Bürgermeistern diskutieren, für das diese Frigo aufstellen. Und an die Frigo kommen da Waren dran, die wir da beliefern. Lo as dann noch für die verschiedenen Bürgermeistern eben so, schwingen an allgemein gibt ja Offizialen, da sitzen auch Leute am Revis, die eben nicht mehr gut sind, lo für auf den nächsten Arbeitsmarkt direkt sehr wird durch eine Krankheit, sehr wird durch ein Alter bedingt. Da können dann auch die Gemengen dann die Leute, teilweise aus dem Revis raus sind, dass die sich um den Frigo können bekümmern, den Frigo proper halten, regelmäßig kontrollieren, dass lo kein Wurm dran ist, die lo zu lange aufgelaufen ist.
An mir erweiteren de Reso vun der Alimentation iwwer Tankstellen, erweiteren mir de Reso, dat heißt, mir belieferen dat an. So geht dat hanno een Selbsttrenner. Et Zilo Gemengen, Feiergemengen, die selo ganz stark daran interessiert, die schaffen noch schon do in dem Projekt. Wie gesagt, natürlich, dat geht durch so viele Kommissionen, das dauert alles. Rom als auch nicht an einem Dach gebaut. Genau. An der Reihe. Bei mir als RDR, wir drücken ihr auf alle Fall weiter Daumen und unterstützen ihr auch, wann der es braucht. Vielen Dank bei der Regierung not zu hacken. So merci auf alle Fall für den Besuch am Studio. Ja, vielmals merci, Herr Hardy. Nodems de Stadtdeck festgestellt hat, dat faktuell ëmmer manner Lützeburg am Land geschwert gëtt, huet der DR darüber reagiert, an eng Aktualitätsstunde an der Chamber iwwer als Nationalspruch ugefrot. Kraut Märt ass der DR weiterhin die einzige Partei, die eng mi gross Visibilitéit vum Lützeburgischen am Alter fordert, grad wie d'Unerkennung vum Lützeburgischen als offiziell Spruch an der Europäischer Union. Trotz dem enormen Bevölkerungswurstum, soviel Leute die beikommen an letzten 10 Jahren, geht nach Well 12 Leute die Lützeburg schwätzen Ruf minus 30.000 Personen. In Wirklichkeit, und das sieht das Stadtdeck, ganz wahrscheinlich ist, dass nach Männer Leute Lützeburg schwätzen, wie das, was Sie hier an der Etude feststellen. Der Quotidien titelt dann noch darauf hin, en disant la lente chute de la langue luxembourgeoise, de losen Niedergang von der Lützeburger Spruch. Weiter, de moins en moins parlé, la langue luxembourgeoise subit une lente érosion au fil des années. C'est le constat que dresse le Stadtdeck dans un rapport. Das ist also klar und deutlich, und das soll nicht ich einfach welche davon, aber das ist der Stadtdeck, den es sieht, der Gebrauch von der Lützeburger Spruch geht zurück und auch Zukunft gesagt, düster aus, weil, wie das Stadtdeck auch analysiert, bei den über 80-Jährigen ist den Undeel und den die Lützeburg schwätzen nach relativ hoch, am höchsten. Allerdings bei den Leuten, die aktiv sind, die schaffen, die am Alter sind zwischen 30 und 60 Jahren, da sind wir manchmal wie 50% von den Leuten, die Lützeburg schwätzen. Und das ist dem nur also klar, dass in Zukunft noch mehr Leute werden Lützeburg schwätzen. Der Bürgermeister von Strassen, der Gast Greiveldinger, du hast es nicht mehr, die hat 2017 gesagt, wir stellen fest, dass in heute Strasse Berg Lützeburg mich schwätzen kann. Wenn ich Lützeburg schwätzen, dann verstehen mich die meisten nicht. Konklusion davon ist ganz einfach, Lützeburg war früher da, lo ist es fort. Umfindel. Lützeburg ist als Informationsspruch bei Lautsprechern aus dem Umfindel aufgeschafft. Verdrängt vom Französischen und Englischen, das tut als der Minister de Bols konfirmiert. Konklusion: Lützeburg war früher da, es ist lo fort. Das ist ein Trend. Und es gibt tausende Beispiele, wo Lützeburg löserlös im Alltag verdrängt wird. Beim Ackkaufen, am Spidol, ob der Arbeit, ob ältere Versammlungen an der Schule, Quartiersversammlungen, bei Reunionen mit den Opern am Sport, bei den Massen an der Kirche, beim Führerschein und so weiter. Teilweise wird Lützeburg sogar verboten, wie bei Syndikatsreunionen an Appartementshäusern noch auf anderen Plätzen. Verboten. Es gibt quasi überall Männer Lützeburg geschwärzt wie früher, seht das Stadtdeck. Und das große Problem ist, da wo es bis verschwunden ist, da könnt ihr doch nicht mehr rum. Wir können hier über andere Sachen schwätzen. Ich gebe euch ein Beispiel: Teescheverbot, das könnt ihr lo abfeiern, aber die könnt ihr 4 Jahre aufschaffen. Mit Spruch von das bis fort ist, da könnt ihr nicht mehr rum, die könnt ihr nicht an 10 Jahren zack hinsetzen. Das geht nicht. Weil ihr muss wissen, bisschen Geschichte, dass wir in einer Zeit kommen, das ist nicht so lange hier, wo Lützeburg heute der Umgangsspruch war, wo quasi der gesamte Bevölkerung. 450 Jahre, und so auch zum Beispiel 1950 um Krieg, dem zu weit über 90% von den Leuten Lützeburg geschwärzt. Französisch und andere Sprachen sind praktisch gar nicht zu Lützeburg geschwärzt. Historisch gesehen könnt der Spruch von den Franken, die 4500 Jahre hingekommen sind, sie und der Spruch Mattbrüch, die sich natürlich löserlos gewandelt und verändert wird, und aus der als Lützeburg von Haut Guinness. Ein erstes Schriftstück geht von 1320, der Codex Mariendalensis, den auf
Muselfränkisch geschrieben war, dem Vierlefer von der heutigen Lützeburger Spruch, an den Expert aller Atten schätzt, dass sein Spruch, so wie wir sie heute kennen, sind rund 600 Jahre geschwärzt wird. Dazu nicht, weil es tatsächlich Leute, die Menge Lützeburg für eine rezente Erfindung oder die Mengen der Bevölkerung auf diesem Territoire immer mehrsprachig gewesen wird. Aber vergiss mal du nicht den 10. Oktober 1941, Kommemorationstag, Personenstandsaufnahme von den Preisen, dreimal Lützeburg, wo weit über 90% von der Bevölkerung ob froh, was hier Spruch wir mit Lützeburg geantwortet haben. Den offiziellen Statut von der Spruch ist noch klar, Lützeburg als Landesspruch von unserem Land. Es geht eng, das ist Lützeburg. Es gibt 3 Administrativsprachen, Gesetze sind auf Französisch. An der Verfassung steht auch heutzutage Spruch von Lützeburg als Lützeburg. Das ist klar. Für all die anderen Chamberparteien besteht kein Handlungsbedarf, was Lützeburg angeht. Wie die dabaußen zu unserer Spruch steht, das wird Taylor King noch gefragt. Für dich steht nicht ob, dass Lützeburg Spruch Männer geschwärzt wird. Doch, das fällt schon ob, hauptsächlich von den Geschäften und so. Das ist natürlich ein Vorteil von Lützeburg. Man denkt, wenn sich auf Lützeburg unterhalten. Es sind gebürtige Holländer, Holländerinnen sind auch Lützeburg. Sie schon am Land sind 92, aber was ihr seht, das ist effektiv vor, weil wenn ich bei den Bäcker sind und Medische was serviert, weiß man nicht, was den schwarz Brot ist oder so. Und steht an dem Bomi der Huhn, an den immer Lützeburg kann. Da fand ich das immens schwer. Ich fand auf alle Fall, dass ich muss wissen, was ich verkauft. Das mal auf Lützeburg. Und Moyen dann Adi, das kann ich ja nicht finden. Ja, effektiv, das geht hoch. Es geht immer Männer Lützeburg geschwärzt. Für dich steht ob, dass Lützeburg Männer geschwärzt wird. Ah ja, das fällt mir auf. Ne? Die geht halt bei Doktoren, die geht halt an Butiker. Also die telefoniert, die muss die Alke fragen, ich weiß nicht, oder wie ich weiß. Und dann sieht man eine Person auf Französisch, verstehe ich nicht. Ne? Also ich bedauere nicht. Mit der Schuld, dass keine Gesetzgebung da ist, die sieht, die muss Lützeburg lehren. Ne? Das zunächst war mir schön als wie Lützeburger Geschichten, Geschichtsbücher von früher. Ich weiß, wenn man die noch gelesen hat, an der Lützeburger Theaterstücke, das muss mehr kommen. Und Schulen, die müssen nicht mehr an der Antenne gelöscht kriegen. Ich fand schon, dass es wichtig ist, dass Lützeburg noch bleibt. Ne? Also ich gesehen auch, dass es effektiv Männer gibt. Wobei ich muss so, und das mir auch relativ auch selber umswitchen. Ne? Das heißt, mich schwätzen nicht genug als Spruch, setzen vielleicht nicht genug durch. Und das ist auch so ein Automatismus gehen. Da sagst du mal ganz viel. Ne? Sobald zum Beispiel klären können, sie noch bei einem Spruch schwätzen, switchen wir automatisch auf den Spruch. Für dich steht ob, dass Lützeburg Spruch Männer geschwärzt wird. Ja, das merke ich am Alltag auch so. An den Kaffee oder so, wenn es da geht, geht meistens Französisch geschwätzt. Überall am Bus, egal wo ich bin, ich rede praktisch nicht mehr einer Sprache, mit Lützeburg immer Männer. Das ist ganz komisch. Wir sind halt Lützeburg, wir sind zu Lützeburg, das Kind in sich drückt, für mal als Spruch ein bisschen besser zu lernen. Ne? Der fordert, dass Spruch soll mehr visibel gemacht werden am öffentlichen Raum, wie zum Beispiel Plätzen, Straßen. Sind Sie auch der Meinung? Ich bin ganz der Meinung. Und so ein Schnarrend, ich gehe immer Rosen, wenn ich gesehen verkröcht von den großen Märders, da steht der Winterlight. Wir können noch Wanderlicht schreiben. Ne? Geht doch mal darum, was für eine Kultur es Lützeburg noch. So mir mal, weil wir dabei sind, für was leihen da andere Blumen für russischen Dissidenten, aber wir bringen nicht fertig, einen Platz, unseren normalen Bürgermeister Paul Helminger zu nennen. Ich fand es auch schön, dass ich irgendwo sehe, okay, Lützeburg ist schon klang, wir haben einen Spruch und dass das vielleicht auch mehr unterstützen müsst, dass der Spruch aber behalten bleibt. Ja. Die Partei, die müsste höchst gehalten gehen, an dem sie mir sie für den Spruch, da gibt es gesagt, dass sie Rest hat. Damit von den Leuten kennt keine Grenzen. Am Nahostkonflikt ist die Situation für die palästinensische Zivilpopulation dramatisch. Und es ist zu hoffen, dass nicht noch weiter Menschen zu Schuld kommen. Ende Januar hat der ADR-Deputierte Fernand Kartheiser den Baußenminister Xavier Bettel gewarnt, für vorsichtig zu sein, was die Palästinenser Hilfsorganisation von der UNO UNRWA angeht. Ein Podiestrop als in der Zentrale von der UNO-Organisation am Gaza ein Tunnel von der Hamas-Front gehen.
mat Sprengstoff a Waffen. Weiter sollen eng 30 UNRWA-Maderbeter Hamas-Massaker an Israel bedeelig gewircht sinn. Das net nei, dat man am Kader vun der UNRWA immer ein Problem hatte mat Antizionismus, Antisemitismus. Wir hatten zu de Problem, dat an UNO-Infrastrukturen am Gazagebiet a Schulen notamment auch an den letztjähriger Waffefond goufen, an dat auch immer nees thematisiert gouf. Das ist also absolut kein neue Problem auch von der Teilo an enger Dimension aus, die man bislo net kann tun. Letzte Regierung bezielt aber 4 Runden, während viele andere von unseren Partnern Alliierten das nicht mehr machen. Vereinigtes Königreich, Deutschland, USA, Australien, Kanada, Frankreich, Japan, Österreich, Italien, Finnland und andere haben abgehalten zu finanzieren, wir machen nicht 4 Runden. Ist das sinnvoll? Die Regierung sieht ja, weil das wichtig, die Leute humanitär zu unterstützen, darunter zweifelt kein Mensch, und mir bestimmt auch nicht. Aber es gibt auch andere Organisationen, der Roten Halbmond, und können den auch der UNHCR die Verantwortung für die Region überdrohen, die nur mal Blick am Kompetenzbereich von der UNRWA leitet. Es gibt also Alternativen, und die Regierung ist ganz klar, soll man nicht auf Alternativen zu der UNRWA zurückgreifen, dann brauchen wir überhaupt eine UNRWA, wenn es UNHCR gibt. Ist so nicht schwer. Merci, Herr Carter. Ja, bei den 30.000 Leute, die für die UNRWA schaffen, als selon Information von israelischer Seite ein Rutsch von Leuten, die bedelig gewesen wären, der Attacke vom 7. Oktober, und dass Herr Lanzarini selber, den als Kommissar herausgegangen ist, gesagt hat, wir müssen direkt Konsequenzen daraus erzählen. Ich kann nicht so, für uns, letzte Regierung, will man auch die Enquete aufwenden, und dann fangen wir an dieselbe Position wie die Kommission. Europaweit ginn Bauern op Stroos. Sie finden sech von der Politik am Stachgelos. Wie endlich mé Geheier och an der Zivilbevölkerung zu fannen, blockéieren sie Stroos am Mache mat Protestaktionen op sech opmerksam. Protester sind iwwerdems auch zu Lützburg ukom. Duft ihr meng froh und der Chef England, Norddeputate und Vertreter von der ADR von der Landwirtschaftskommission. Chef, sind das Protester gerechtfertigt, aber wat kann Politik konkret machen für die Bauern entgegen zu kommen? Ja, das Protester sind durchaus gerechtfertigt, einerseits durch langfristig Befehlung von der EU, da das jahrzehntelang Krise vorgeschrieben wird, sie sollen machen. Also könnt dann dabei durch die Umwelt abklären, du könnt das dabei, also Menge sie dann, sie haben das Gefühl, und sie die Umwelt sind von der Nation sind, und ich meine, das loin de là. Sie drohen ganz minimal bei zu dieser Klimaerwärmung. Und ich meine, das ist ein verständlicher Protester, also in der Menge nach noch recht. Sie sind noch an ihrer Existenz, steht im Spiel, das muss ich sagen. Kosten reduzieren als wohl eng sagt. Wir haben in einer Hinsicht Innovation als Leier, und da braucht es Zeit. Und dafür kommen sie da nicht nur, an ihrer Existenz steht im Spiel. Weil da muss ich dann dagegen steuern. Politik muss umdenken, sonst geht es schief. Für anzufangen muss mit den Bauern geschwärzt gehen. Die Landwirtschaft ist hockt überreglementiert und das ist kein freier Beruf mehr. Und ein paar Parasse kriege ich sondergleichen. Ich meine, die Bauern beklagen sich, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und da muss umdenken kommen, sonst geht es schief. Dabei können doch noch das ihre Produkt du merkt, nicht der Wert hat, den es hat müsste sein. Aber wenn ihr Produkt bis Handruf verschafft ist, da könnt die wundersame Vermehrung, dann ist es noch einmal da, ja. Aber wenn wir frisch rechnen, was Bauern für Risiko haben, Invest, Ersatz und Benefis, und geben das mit den anderen Komponenten, die haben dran nicht rechnen, da kommt wahrscheinlich eine ganz große Überraschung raus. Und dabei, und darüber wird nicht viel geschwärzt, steht hier ein Produkt Markt zur Konkurrenz zu Drittländern. Und ich meine, wenn ihr dann aber guckt, wo die Produkte, die aus den Drittländern hier kennt, was die am Fond geholt von Ablehren haben, die ihr kennt, da wird nicht von Pestiziden geschwärzt, da wird nicht von CO2 geschwärzt, an all die Umweltmesuren, an deren Schutz wird gar nicht geschwärzt. Aber hier im Land und in Europa, besser gesagt, müssen sie schon alles zahlen. Und ihr Produkte stehen in Konkurrenz, das ist eine deloyale Konkurrenz. Das kann nicht abgehen, das packt kein Bauer.
Also net doch bëssen e Fehler vun engem gewësse politische Parteispektrum den de Bauer, die jo awer den Ernährer von der Nation ass dacks eeseitig als Klimasünder durchstellt. Jo, sie sind den Ernährer vun der Nation. Ich mengen dat gët engem jo wichtig bei der Corona-Krise den dat Sche gesinn, dat die mens wichtig ass der Ernährung an der Region hunn an Europa selber. An de Bauer krit Jore zinkte lang de Spresel doppelre Gemer, wie se sich muss verhalen. Los si Klimasünder schmengen dat ass eng Bomb, die explodeiert, dat ass en ganz normal Geschicht. Muss noch wassen, dat menges Wasses no net viel mat der Bauer geschwert gefir nie brein so praktisch go net. Sie ginn immer vir Fett accomplir gestalt, an da muss sie sich strafügen. An du könnt denkeier Bomb die explodeiert an dat das lo geschitt. An sie sind am Fongeholl gegangelt ge Jozinkte lang durch die Subsidiepolitik, die onmeiglich wär. An dudescher sinn lo die Sache rauskom, dat töt bis B-Punkt an der kënnt. Dat ist ganz klar. Sie kreen immer nimmen opklären han affaire dabei gesät hunn en Iwerreglementierung vun der ganzer Geschicht als jo kein Planungssicherheit méi. An dat wat sie fertig mecht an de Bauerstand muss man behalen, ob man will oder net. Weil wann man de Bauerstand net mir hunn, hun man nach viel méi gros Problem an man kein Naturschutz, kein Ernährung méi, an der wees ke Mënsch, wo et geht, an dat geht nimmen Madeneen, an die mussssen sie lohnen durchsetzen. An de Bauer muss do auch an der Brüsseler Kommission e gleichwertige Partner sinn. Dat das wichtig. Nicht dat Rëmmenkeier gesot geht an ze manet, an da muss se kuschen, dat wird nicht gehen, muss gleichwertige Partner sinn, an muss op geheiert gehen. Well oni Bauer gi ha in Europa ënner. Da gi mir normalsré an Chamber ha jo da is Deputéiert aus dem Osten Lexi Schoos gefordert, dat die aktuelle Diskussion rund den Ersatz vu Gentechnik transparent a sachlich gefordert soll gin. Gesundheit vum Konsument mis dobei und eischter Platz stoen. Aber ma eierlech sinn, wende ma haut schon Techniken nun an dadurch am Biobereich, raus, die zu enger gewollter, aber unkontrollierter Veränderung von der DNA am Saatgut feiern, wie auch den Herr Bohnen schon erwähnt hat, zum Beispiel durch die ionisierende Strahlung oder den Ersatz von bestimmten Chemikalien. Am Gegensatz dazu diskutieren wir heute an Haut über eine EU-Reglementation für kontrolliert genetisch modifiziert Saatgut zuzulassen. Ich übersprungen den Abschnitt über zwar das NGT1 und NGT2, ich meine, mal hören, ich habe tieferin verstanden, hört mir Münd hören. Ein Aspekt, der ganz wichtig ist für der und der konsideriert, die muss an dem Kontext als Kennzeichnung von den Produkten. Wir dürfen heute Vertrauen vom Konsument an Lebensmittel und an den Produzent nicht verlieren. Allerdings muss man sich auf der anderen Seite auch die Frage stellen, ob es Sinn macht, etwas zu kennzeichnen, was man am Labor nicht unterscheiden können von natürlichen Änderungen, was bei der Kategorie 1 ist. Kann ich sagen, ja, es kann ihn irgendwie labeln, aber dann haben wir eine zusätzliche genetische Veränderung an diesem Saatgut. Und wir haben das Risiko, irgendwie schädliche Mesuren hervorzurufen. Davon abgesehen können wir also eine Kennzeichnung höchstens von der EU reglementieren, was mir als ADR auch wünsche gingen. Leider sind mir dabei aber allen Drittstaatenimporter ausgeliefert. Auch der landwirtschaftliche Sektor muss können Kontrolle über sein Saatgut behalten. Dafür ist dann auch wichtig, dass auf allen Niveaus transparent kommuniziert wird und der Sektor zu aller Zeit wissen muss, ob jemand gentechnisch verändertem Saatgut schafft oder nicht. Für die ADR ist klar, dass Vorschriften über Sicherheitskontrollen, Kennzeichnung und Trassabilität weder dürfen abgehoben noch verwässert gehen, genauso wie im Vorredner dadurch schon gesagt haben. Aber auch heute sind wir in den Drittstaaten teilweise ausgeliefert. Deswegen halte ich es für wichtig, dass wir eine europäische Reglementation haben, für die man Band der EU transparent an diesem Sujet zu haben. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den auch heute schon angesprochen ist, ist justement die Patentierung von gentechnisch verändertem Saatgut. Problematisch dabei ist, dass die EU-Kommission bis nun noch nicht konkret Fakten dazu bekannt hat.
Die von der EU-Kommission diskutierten Amendement wird froh vom Patent an diesem Sinne nicht behandelt. Am Kader von einer breiter Marktanalyse wird die Kommission die Auswirkungen von den Patenten auf den Markt genauer sichern, also wir bis 2026 über die Resultate berichten. So lange können wir aber nicht warten. Rezenten Diskussionen, nur wenn ich richtig informiert bin, soll das Saatgut von der Kategorie 1 eventuell keine Patentrechte erleihen, für mehr breite Konsens an der EU zu kreieren. Die Rechte auf das geistige Eigentum im Bereich der Saatgutzüchtung sind verständlicherweise ein ganz umstrittenes Thema. Es gilt nämlich zu verhindern, dass ein Accès von den landwirtschaftlichen Akteuren zu wichtigen Komponenten von ihrer Arbeit nicht irresponsabel eingeschränkt wird. Es muss übrigens alle Stufen von der Entwicklung und Kommerzialisation vom Saatgut von der ersten Kategorie patentrechtlich freihalten. Der größte Gefahr liegt beim Patentschutz von den benutzten Genscheren. Da der ist bewusst, dass der gezielt Patentieren ein wichtiges Incentiv für die Wirtschaft wird, für weitere und innovativen Züchtungstechniken zu forschen. Die Förderung von innovativen Züchtungstechniken soll aber so transparent wie möglich und unter der Kontrolle von öffentlicher Hand sein, für den Accès von landwirtschaftlichen Akteuren zu hochwertigem Saatgut zu garantieren, ohne direkt vom privaten Sektor abhängig zu sein, beziehungsweise dem nicht landwirtschaftlichen Sektor dem Monopol zu evaluieren. Abschließend will ich sagen, Herr Präsident, wir dürfen den Ausschluss an Kompetitivität von unserem Agrarsektor in Europa nicht verlieren. Als ADR sind wir uns bewusst, dass als Bauern auf einem globalen Marché benötigt wären, wenn wir uns in Europa den technologischen Fortschritt entgegenstellen und aus der Illusion hingehen, dass wir uns ausschließlich auf eine klassische Art und Weise vom Pflanzenbau konzentrieren können, ohne Einschränkungen an unsere jetzigen Gewünschten zu haben, an die ganz ambitiös gesetzten Umweltziele zu erreichen. Wie am Anfang gesagt, bleiben wir als ADR Technologie offen. Die landwirtschaftlichen Akteuren und die Konsumenten gegenüber muss aber mit offenen Karten gespielt gehen und die Gesundheit vom Konsument muss immer an erster Platz stehen. Ich merci. Zu ein ganz anderes Sujet. Es gibt Neues an Sachen umstrittene Velosbrick-Projekt über dem Staat an Neudorf. Baugenehmigung von der Gemeinde Lützeburg als raus an Eiseninformationen noch planen Dawohner weiter juristisch Schritt, erwehren sich nach immer gegen den Bau von der Brick. Zuart hatten über 230 Städte aus den 3 betroffenen Quartieren, Weimeshaft, Zenz an Neudorf eng Petitionen erschrieben, die sich gegen die Fußgänger auf Velosbrick riecht, dat für allem, weil op der Platz Natur zerstört gëtt. Petition as am Meziuert vu Vertreter vum Neudorfer Interessesyndikat und de Staater Schafferot iwwerrecht gin, dorop sinn wäret verspriechen, dass ihn am Dialog bleibt, dat wär bis haut aber net de Fall. Der war iwgens die einzige Partei, die am Staater Gemengerot gegen den unsinnigen, an immens teure Projekt gestimmt hat, den iwwer 24 Millionen Euro kascht. Unter dem Motto „Hol dich Zukunft zurück“ hunn die Jung von der Adrenalin für kurzem ihre Kongress aufgehalten. 2023 war auch für die Jugendsektion ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Bei der Adrenalin gouf aber gerade wie bei der Mammepartei nicht gezeigt, für warm Eisen anzupacken, an Wuchten auszuschwätzen. Es gibt aber auch viele Hürden, die wir müssen überwinden. Wir waren als Adrenalin nach Schulen geladen, wo die Hauptresponsabel, zum Beispiel der Schuldirektor oder Sosseprof, von Anfang an gegen uns führende Schüler gestüppelt haben. Und das mit Unwohlrichten über das Adrenalin an der DR. Wir hatten natürlich auch Momente, wo unser Stand vandalisiert wird, wie zum Beispiel auf der Luxexpo. Die anderen Jugendparteien machen das so, weil sie leben an der Comfortzone. Sie haben Angst vor einer Herausforderung, sie haben Angst vor einem Neuem, sie haben Angst vor etwas selber zu versichern. Sie kopieren schlicht die Mammepartei, erwarten gemütlich auf einen Platz. Sie wollen nicht abfallen und sie wollen vor allem nicht verändern. Aber wisst ihr, der große Unterschied zwischen all diesen anderen Parteien und uns ist leider den, dass wenn sie an den Raum gehen, dann denken sie, jeder als auf ihrer Seite. Wenn wir an den Raum gehen, dann denken wir immer, jeder als gegen uns. Wir haben 5 Deputiert. Wir sind die Partei, die am zweitmeisten bei den Jungen gewählt haben. Das heißt, das Ganze, was du dann immer behauptet, jeder als gegen uns, also das ist eine Fata Morgana, die von verschiedenen tendenziösen Journalisten, linke woke Politiker, Anfang, die sich für einen Potenzial Box machen, erfunden wird. Weil Fakt ist,
de Laura an nicht können bestätigen. Jungleute sind nicht naiv. Sie wissen nach Spiere wie vorherrsch sie, aber wissen wie sich verstellt. Zum Beispiel auch nur den Debatten, wenn sie da permanent mal das schwätzen. Du weinst, wir sollten nie denken, dass wir nicht die moralische Evaluierenheit an Urspruch sollten holen, wir sollten das machen, weil wir moralisch auf der richtigen Seite leiden. Wir verteidigen Ideale, für die sich zu kämpfen lohnt, wir verteidigen Meinungsfreiheit, wir verteidigen Nationalstaaten, wir verteidigen als Spruch, wir verteidigen als Kultur, wir verteidigen das mehr als Adrenalin an ADR, nicht ist eng einer, wir für allem eng besser Politik für Lützeburg machen. Vielen Dank. Nief dem neuen Präsident Max Voroshilo sind lo eng Party neu Gesichter am Komitee vertruden, darunter Katrin Wolf an den Alex Raskin, die Poste vom Generalsekretär respektiv Vizepräsident überholen. Taylor King stellt uns die zwei vor. Du warst solo Member von Adrenalin, wann ich mich nicht irren. Du studierst Droit, du warst Kandidatin bei den Nationalwahlen am Bezirk Norden und du hast auch da ein ganz gutes Score gemacht. Wie gesagt du dann deine Entwicklung seit dem ersten Tag? Am größten Ganzen bin ich ganz zufrieden mit meiner globalen Entwicklung am letzten Jahr. Letztes Jahr am Januar bin ich offiziell der Adrenalin beigetreten. Kurz darauf bin ich dann noch an den Komitee gewählt worden. Danach war ich dann als jüngste Kandidatin von der ADR bei den Chamberwahlen dabei, wo ich relativ gut aufgeschnitten habe. Ich habe extrem viel dabei gelernt, ganz viele neue Erfahrungen gemacht. Ich habe extrem viel für die Dürfen dabei gelernt. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und ich hoffe, dass das Jahr 2024 politisch noch mehr erfolgreich wird wie das Jahr 2023. Welche Themen interessieren dich am meisten? Ich interessiere mich am meisten für den Lützeburger Spruch, die Kriminalität hier im Land und auch natürlich den Tierschutz. Heutzutage geht oder riskiert der Lützeburger Spruch immer mehr verloren zu gehen. Mein Ziel ist es, den Lützeburger Spruch mehr an den Alltag und auch an professionelles Leben anzuführen. Ich interessiere mich für die Kriminalität, einfach auch aus der Sicht von einer Frau. Ich wünsche mir, dass eine Frau auch oft allein zu Ski gehen kann, ohne Angst zu haben, dass etwas Dramatisches geschieht. Und mein Studium am Droit unterstützt diesen Interessen natürlich noch viel mehr. Zum Thema Tierschutz, ich habe selber extrem viele Tiere. Tiere haben mich schon vor kleinem Mund interessiert. Und ich finde, dass Tiere genauso viele Rechte haben und genauso wichtig sind wie Menschen. Und dafür sollen sie dann auch protegiert gehen und für sie gekämpft werden. Kannst du uns erklären, wie du dich bei der ADR engagiert hast? Ja, natürlich. Also, ich hatte immer gewiss Vertrauen an die Regierung und an den Staat. Aber nur in der Corona-Zeit haben sie mein Vertrauen komplett verloren. Es war wirklich erschreckend, wie einfach die Freiheit eingeschränkt und wie mit der Gesundheit der Bürger gespielt wurde. Bevor ich mir da gestaltet habe, war, was kann ich machen, dass so etwas nicht mehr geschieht. Und da bin ich zum Entschluss gekommen, mich bei der ADR zu engagieren, weil der ADR unter anderem die einzige Partei war, die während der Corona-Zeit permanent die Freiheit verteidigt wird. Was für politische Themen interessieren dich am meisten? Also ich gebe so, die drei wichtigsten Themen wären für mich den Ukraine-Krieg, dann die Sicherheit und die Familie. Den Ukraine-Krieg, weil kein Friede verhandelt wird, könnte zu einem dritten Weltkrieg eskalieren und das du weinst existenziell. Und zweitens Sicherheit, weil die Kriminalität zu Lützeburg auf einem inakzeptablen Punkt gelandet ist. Aber wenn man sich nicht mehr aus dem Haus traut, wie hoch ist die Lebensqualität noch? Und drittens die Familie, weil sie die Basis von unserer Gesellschaft ist und Politik Menge Medien und Familien zu wenig unterstützt. An dat wäret fir dës Keier. Merci, dats Dir mat dabei wärt. Als Emissionioun könnt Dir op der Tele op a Per TV kucken. Informéiert Dich och op eiser Internetseite an Facebook. Bleif gesund, Ädi a bis die nächste Keier.